Jetzt setzt ihr euch gleich her. Ja, nein, für uns echt eine Ehre, dass wir immer so viele Leute kommen zu uns. Danke nochmal am Anfang. ja, bei dir Auswahl. Bürgermeister, siehst du mich? Haben wir heute ein paar Ehrengäste, die ich begrüßen möchte. Bin doch Ich Bürgermeister. habe vorhin gesehen und ich glaube, der Herr Richter aus Bruckmühls gekommen. Ich habe jetzt nicht gesehen. Grüß euch, freut mich, dass Sie gekommen sind wieder. Ganz ein wichtiger Mann ist heute auch unser Bürgermeister, der Bernhard Schreiber. Grüß euch, Herr Schreiber. Alle Gemeinderäte, Gemeinderätinnen und was jetzt sonst dabei ist. Ja, grüß euch. Am 100 Jahren ganz toll auch wieder. Die eigene Leserin ist wieder gekommen. Grüß dich, Ilse, danke, dass du da bist. Freut mich sehr. Schabal Hans in der Rumlaufbahn gesehen, der Meisterkandidat, muss ich auch grüß dich sagen. Grüß dich, Hans. Jetzt muss ich bloß noch kurz ein bisschen Danke sagen zum EKC, zum einen für die Halle. Das ist immer jedes Jahr super mit denen. Danke nochmal für die Halle. Ja, wir sind gespannt, dass es recht warm werden. Das macht bei uns jetzt immer der Mobitern von Westerham und das haut super hin, muss ich auch Danke sagen an dem. Der Getränke Franziskus und Max Rohr geben uns immer alles, helfen uns mit der Zauber, immer muss ich auch Danke sagen nochmal. Und bei sowas nicht zu vergessen ist immer als BAK, die wollen mal kümmern und aufpassen, dass nichts passiert. Und falls wirklich was passiert, ein Pflaster, ein Pappen oder so, hoffentlich groß. Auch nochmal Danke. Die muss ich jetzt dann noch 2 Stücke spielen, dann wird der Bruder Max kommen und wird ein bisschen was aus der Qual erzählen, was so passiert ist das letzte Jahr oder auch überregional. Aber lasst euch überraschen, es hoffe, es gefällt euch. Dankeschön.
Jetzt noch bei meiner Gegend, es geschehen doch Zeichen und Wunder. Der Herr Bürgermeister Schweiger verspricht mir seit 4 Jahren ein Kaffee. Und heute frisch gehäkelt, es ist noch warm, hat er es mir gerade feierlich überreicht. Herr Schweiger, vielen Dank. Und dann fangen wir an, oder? Ja, grüß euch gut, liebe Leute. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das freut. Dass so zahlreich und fesch ist heute aufmarschiert. Und ich hoffe, dass heute kein gleich heimpressiert. Weil die Burschen haben wir alle Jahre sauber aufgefahren, ist ja klar. Das Käselfleisch, das Kraut, das gute Bier. Liebe Leute, glaubt's mir's, das schmeckt an mir. Begrüßen möchte ich euch alle von nah und fern. Ich freue mich drauf, dass das heute ein paar gradige Stunden werden. Wenn ich da oben schaue zu euch, ja, da sehe ich gleich so manche unentspannte Miene. Das liegt wohl an den morgigen Termine. Begrüßen als allererstes, es ist ja klar, möchte ich Herrn Bürgermeister Schweiger für die letzten Jahre auch. Ex-Bürgermeister. Herr Schweiger, ich möchte gerne ein Lob bringen. Seit Jahren tue ich Sie singen. Sie nehmen das alles ohne Groll. Und das tut mir gefallen. Aber glauben Sie mir's, auch heute werden Sie wieder ein bisschen Lehrgeld zahlen. Einst hat die EAV gesungen: Morgen, ja morgen, fange ich ein neues Leben an. Mal schauen, ob Sie das heute bei morgen auch noch singen. Weiter grüß Gott möchte ich sagen, zu allen, die sich haben vom Gmorrat Kinder an den Tisch dort zugeblockt. Ohne Streien an einen Tisch hin, das haut ja meistens nicht einmal fraktionsintern hin. Vergelt's Gott, dass es heute zubereitet, sogar mit Anhang. Das ist eine wahre Freude. Begrüßen möchte ich auch, wieder hat's der Einladung gefolgt. Ich finde das schön. Den Herrn Richter aus Bruckmühl. Einer geht's gut, wie ich das sehe. Frisch erholt vom Urlaub, gestärkt für die kommenden Aufgaben, die auch in Bruckmühl anstehen. Voriges Jahr waren Sie bei uns das erste Mal als Bürgermeister da. Und keine Angst, auch heuer habe ich für Sie wieder ein bisschen was gefunden. Der andere, der wo vielleicht beim Morgen auch das Lied von der EAV singen muss, ist der Schabel Hans von Nürnberg um. Er kämpft morgen auch um den Gemeindethron. Hans, an dich kämen mich alle narisch freit. Du bist auch recht willkommen heute. Seht ihr die zwar nicht, weil da unten ist furchtbar dunkel, aber irgendwo bist du schon. Da ist er. Der ist frisch frisiert und hart. Unsere Ilse, die erste von Bayern. Auch Sie möchte ich besonders grüßen. Letztes Jahr haben Sie ja leider den Tag anderweitig verbringen müssen. Aber heuer ist es mir eine wahre Freude, dass Sie haben mitgebracht ein wenig Zeit. Wo haben jetzt Sie? Sie gerne da ins Saal. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, jetzt packen wir es an. Der Herr Schweiger und sein Gefolge können schon gar nicht mehr ruhig sitzen. Sie freuen sich schon richtig, was ich mir heute alles zusammengelegt habe, gell? Aber vorher möchte ich euch noch ein bisschen was von mir erzählen. Weil von euch reden wir ja den ganzen Abend. Also auch bei mir ist viel passiert im letzten Jahr. Und zwar, es ist bekannt, dass wir Mönche ja nicht unbedingt heiraten müssen. Müssen ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, gell? Wir sollen halt nicht. Also zumindest haben die meisten keine Frau. Jetzt ist es aber schon so, dass unser Abt das ganz gern sieht, wenn wir ein bisschen eine Gesellschaft haben.
Also ist ausdrücklich erwünscht, dass wir unser Haustier anschaffen. Das habe ich gemacht. Ich habe mir einen kleinen schwarzen Hund angeschafft. Danke. Das ist jetzt der Bernhardi. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Aber der Bernhardi ist ein kleiner schwarzer Dackel. Ich hab's auch verstanden. Er ist perfekt ausgebildet, er ist nämlich ein Ex-Polizeihund. Das ist ein sogenannter Aktendackel. Er hört zwar überhaupt nicht auf das, was man ihm anschafft, aber ist ja wurscht. Dir gefällt sie übrigens nicht, ne? Eigentlich wollte ich ja gar keinen Hund. Du magst sowas. Ich wollte lieber ein kleines schwarzes Fackel. Ein Hausschwein. Aber der Abt hat gemeint, der schwarze Sau kommt ja nicht ins Haus. Ich habe jetzt einen Bernhardi, meinen schwarzen Dackel. Ja, und wie es so ist, gell? Mit meinem Bernhardi gehe ich durch den Verkehr spazieren und liebe Leute, da fällt uns zwar oft das eine oder andere auf. Der Bernhardi ist nämlich ein ganz korrekter Hund. Was lacht jetzt noch? Er macht mich immer darauf aufmerksam, wenn irgendwas faul ist. Das hat er nämlich gelernt, als Aktendackel bei der Polizei. Aber wie es so ist, gell, mein Nachbar, der Franz. Der Franz, der hat mir mit Bernhardi natürlich nicht lange zugeschaut. Das war ja klar. Jetzt muss man dazu sagen, der Franz, der braucht alle was Alternatives. Der hat sich also natürlich keinen Hund angeschafft. Das war ja Fakt. Der Franz hat jetzt einen Ranz. Ein braune Ranz. Das müsst ihr euch echt einmal vorstellen. Dann hat er die ganze Zeit mit ihrer braunen Ranz umeinander laufen. Aber weil der Franz halt nicht ein alternatives Viech braucht, hat das Viech einen ganz eigenartigen Namen. Der Ranz heißt jetzt Frauke. Na meint der Franz ja, das war was Besonderes, gell? Aber ich bin mir sicher, lange hat der an der keine Freude. Weil eigentlich ist Braun überhaupt nicht seine Farbe. Übrigens, wenn der Franz heute da ist, Vorsicht, da hinten im Büro ist ein Ranzengift gestanden. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob er da ist, der Franz, weil eigentlich ist der ein bisschen öffentlichkeitsscheich. Solche Veranstaltungen macht der halt gar nicht. Normalerweise ist er da noch nie hingegangen. Okay. Da bleibt er lieber daheim und macht einen Grillabend. Ah ja. Und weil in meiner Nachbarschaft noch nicht nur Viecher sind, hat sich mein Städtel, der Bruder Martin hat sich einen Vogel angeschafft. Genauer gesagt einen Papagei. Das war ein ehemaliger Piratenpapagei. So mit Augenklappe und so. Das ist der Hansi. Jetzt meinen die Leute, der darf alles nachreden, was man ihm sagt. Aber dabei hat er schon seine eigene Meinung. Der denkt mehr nach, wie manche glauben. Jetzt probiert aber der Bernhard die Albe, dass der den Hansi frisst. Aber da war der Hansi Albe gerissen genug, der lässt sich nicht so leicht fressen. Liebe Leute, ich würde sagen, jetzt werden wir uns nicht lang plagen. Es gibt halt noch so viel zum Sagen. Als Mönch hast du ja in der Gemeinde mit der Blecker recht viel schon zum tun. Darum heben wir jetzt geschwind unser Krügel an, die Musi stimmt der Prosit an, damit ich gleich gescheit Blecker kann. Prost!
Nein, das Jahr 2016. Was hat uns das Nerven gekostet, oder? Was da alles passiert ist. Mein, der Seehofer ist jetzt nicht mehr der beste Freund von Markus. Die Angie mag er gar nicht mehr. Und bei einer Frau Eigner, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er sie mag oder wie gern, dass er sie mag. Da reden wir noch einmal drüber. Aber wenn er selber noch meint, er muss noch runden Bayerns Herrscher spielen, da sich für mich Oliveira Ministerpräsidentin Eigner alternativlos anfühlen. Naja, aber irgendwie, Frau Eigner, kommen Sie mir vor wie der Oswald Martin der bayerischen Landesregierung. Hochbegabt und fleißig, Stellvertreter vom Chef, aber irgendwie redet keiner mit einer. Zumindest habe ich das Gefühl. Vielleicht haben die ja einfach nur Angst. Da ist doch der geschleckte Scheuer mit seiner Gutenberg-Gedächtnisfrisur und der fränkische Faschingsprinz Markus I. einfach leichter zum Handeln, gell? Weil bei denen merkt man weil gleich was vorhaben. Die posaunen sie ja raus, bevor sie nachdenken. Aber Frau Eigner, ich hoffe, Sie nehmen den Aufwind aus dem Windkanal von Mittwoch mit. Das habe ich gesehen, das hat ehrlich ausgeschaut. Und dann sagt es denen mal, wo der Bartel an Most hält. Ja, 2016. Der Papst hat allweil seinen eigenen Kopf. Flüchtlinge haben weniger gekommen und die haben noch nicht ganz Europa auf dem Gewissen. Der Österreicher hat keinen Spaß daran, dass er jetzt bei uns eine Maut zahlen muss, wenn er zu uns rumfährt. Naja, so viel ist passiert. Ja, seit 2016 haben auch kreisliche Pudel auf die Zigarettenschachteln an. Was kommt jetzt noch? Pudel mit der feinen 10 auf Gummibärle-Backe oder was? Wahrscheinlich werden auf dem Bier bald Fotos von Martin Schulz drauf sein. Wahrscheinlich werden auf dem Bier, ich wiederhole es nochmal, weil das war wahrscheinlich werden auf dem Bier bald Fotos von Martin Schulz drauf sein und die Aufschrift, ich sehe es genau, wer heute säuft, wird morgen SPD-Chef. Fangen Sie gar nicht erst an. Ah ja, Maut. Man kann es ja kaum glauben, gell? Aber der Dobrindt, der verreckte Hund, der treibt schon richtig bunt. Die Mehreren haben ja gemeint, jetzt lassen wir einmal den Spulen, den armen Deppen ein bisschen mit der Maut. Irgendwann lernt das die Angie schon glätschen haut. Aber denkst du, ja, sie kommt. Vor allem die alten Indianer haben verstimmt, haben sie doch das Pickerl gar nicht erfunden. Sie haben sich jahrelang mit den Einnahmen abgeschoben. Und jetzt kommt der Piefke her, der irre Vogel und der Ösitz wieder schaut, weil bald zahlst auch bei uns eine Maut. Aber wenn ich mir unsere Straßen da so anschaue, hoffentlich wird es ja hergenommen für den Straßenbau, Leger, so groß sind die Straßen drin, neulich war ich in so einem Leger drin. Ich bin in Grand Canyon gelandet, dabei bin ich auf einer deutschen Hauptstraße gestrandet. Also ich würde sagen, unsere Straßen werden die Maut verdrohen und auch die anderen, die bei uns gerade bieseln und einen Dreck da lassen, die können fürs Durchfahren schon ein paar Dutscherl rauslassen. Prost!
bei uns alles so los war, gell? Kaputte Straßen haben jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, aber mei, die kennen wir auch, gell? Und weil das bei uns alles als professionell gelöst wird, ist jetzt die Bundesstraße gleich nach Feldkirch degradiert worden. So nein. Danke. Vor lauter Schlaglicher darfst du jetzt da gerade mehr 60 gefahren. Wenn sie in einem Wohngebiet 30 nächstes ist, kannst du vergessen, aber eine Bundesstraße wird auch oberbremst auf 60. Weil es so marod ist, mei, du kannst halt den Ast ein bisschen blitzen. Gell? Ich weiß nichts ab. Da fällt mir noch was ein. Am Freitag war ich mit meinem Bernhard in Feldkirch unterwegs. Gell? Da habe ich zwei vom Bauhof getroffen. Die haben gerade einen Gehsteig sauber gemacht. Anweisung vom Chef, dass nach einem schmutzigen Wahlkampf wenigstens die Straßen für die Wahl wieder sauber haben. Apropos Straße, eine solche wollte man von Feldkirch nach Aschbach auch wieder erschaffen. Nachdem die Spuren so tief waren, dass da über den Unterboden aufgerissen hat, wenn du einen dicken Beifahrer gehabt hast. Ja, und weil es gleich mitgeht, dann macht man an selbiger gleich einen Radl-Basistunnel. Die Idee super, Planung mangelhaft, Durchführung Scheiße. setzen. Irgendwie glaube ich, hat man vergessen, dass es in Rhein-Oben auch noch eine Zivilisation gibt. Oder habt ihr gemeint, die Reiter fahren über Helferdorf auf Feldkirch? Also, wer da als Hirn vergessen hat, einzuschalten, wo man sich gedacht hat, es langt, dass man den Verkehr von Rhein und Aschbach über die Leiten runterschickt. Ohne Worte. War ja vielleicht gar nicht so tragisch gewesen, gell? Wenn die Kieslaster nicht den gleichen Weg zum Aufgefahren gehabt hätten. So hat halt der Rheiner Bürger den halben Buckel schon mal rückwärts wieder aufziehen müssen, weil unten der schwere Lastwagen gekommen ist. Kann man ja verlangen. Naja, der Rainer heißt sich ja zum Helfer. Und der denkt sich, ja cool, mei, blöde Sache, fahren wir übers Kinderheim. Wie blöd gelaufen, das geht dann wieder schöner. Für die es nicht wissen, das Kinderheim ist die jetzige IHK. Aber, da waren dann die Freunde aus Bad Aibling ganz schnell behilflich, diese Untugend abzustellen und haben quasi eine Mautstelle eingerichtet. War jetzt auch nicht ideal, ne? Mehrere Anfragen bei Gemeinde und Polizei, ob die Leitenvariante nicht mit einer Baustellenampel lösbar war, endet Buchbinderwandiger technisch ungelöst. Baustellenampel meint die Polizei, ja, nein, da fragt sie mal gemacht. Baustellenampel meint die gemacht, haben wir nicht. Landratsamt vielleicht. Die haben dann auch nicht gehabt. Aber die haben sich noch nicht wieder gestellt, damit die wo Richtung Feldkirch fahren, gleich einbremsen werden und über Herren fahren. Schön. Ich meine, es ist ja vielleicht ganz gut, gell, dass wir in Feldkirch das Thema Umgehung eh nicht auf 3 bringen. Weil der Feldkircher Bürger, der müsste sich in so einem Fall wohl mit einer Notration für 2 Jahre versorgen, weil er ist von der Außenwelt abgeschnitten. Wenn du eine Straße brauchst, neu und fein, da darf dir das Geld nicht rein. Handel Leger dürfen wieder Marianne graben, kehrt das Gericht und zwar in wenig Tagen. Dass das Nerven kostet schon, das ist logisch schon.
Jetzt ist die Straße wieder schön und heil geworden und da drauf hebe ich jetzt mein Krügerl auf. Ich sag Prost, Schwarmann oben, den Baustellen Frust. Ja, ich muss ja gar nicht so gut denken. Aber das Straßenthema, das zieht sich wie ein roter Faden durch den Feldkirchner Rathausladen. Da wollten doch so unverschämte Leute, schon lange finden sie, es war an der Zeit, die wollten, dass man einer vor der Haustür nicht mehr so schnell wird gefahren. Der Herr Schweiger sagt, es ist schmarrn. Jetzt haben die aber dann keine Ruhe nicht gegeben. Gerade eine Blitzerei oder eine 30er-Zone tut man im Rathaus noch nicht geben. Aber dass man will, sagt der Gurten, hat man dann ganz schlau eine Geschwindigkeitsmessung installiert. Schau. Zusätzlich sogar noch eine da wo es eigentlich gar nicht sein hätte sollen. Jetzt kannst du mal schauen, wie schnell die Leute auf dem Weg zum Geld holen. Weil in dem Stuze zwischen Bank und Salzstraße macht der Schnellfahren furchtbar voll Spaß. Also das ist ja echt ein Knaller. Ich habe schon ein paar Mal probiert, aber ich schaffe die 50 nicht. Gott sei Dank ist in Feldkirchen ein Chorrat dort gegeben, der einmal gegen den Chef seiner Meinung würde bestehen. So ist der Antrag von den guten Leitern noch angenommen worden. Andere haben schon beim Warten auf Antragsannahme nach Jahren hoffnungsvoll verstorben. 30 im Ort, das war schon ein Wort. Nicht nur vom Kindergarten und in der Schule, haben in der Ortschaft 50 oft schon zu viel. Aber viel wichtiger ist doch schon, dass man Falschparker in Feldkirch abkassieren kann. Prost. Jetzt hörst du zuhören. Aber auch in Bruckmühl, man Straßen dauern will. Wer kann schon von sich sagen, dass sie eine Friedhoftangente haben? Bruckmühl kriegt jetzt einen direkten Zubringer zum Hinrichsegner Gottesacker. Da kann der Deck dann einmal kommen mit dem großen Bagger. Aber nicht nur am Friedhof ist man zackig schnell. Nein, auch am Brenner. Hey? Wie einst der Stäuber über den Transrapid so freudig war, so stelle ich mir den Herrn Richter vor. Ja, ehrlich war. Wenn du in Bruckmühl in der Tankstelle ins Auto einsteigst und über den neuen Friedhofstangente Richtung Süden brennst, du innerhalb von Minuten Richtung Brenner auf der Autobahn hier rennst. Mit der Straße. Mit der Straße ist Bruckmühl quasi näher an den Gardasee herangerückt. Okay. Willst du schnell zum Lager fahren, brauchst du gerade Bruckmühl abbiegen mit deinem Karren. Wenn du aber willst bei uns was tun, bist du viel schneller und in Maxelrohr. Und weil Maxelrohr quasi ist immer da, hebe ich jetzt den Jubilator an.
irgendwie hat sich in den letzten Jahren, speziell im letzten, die Landschaft der Politik sauber verändert. Früher war es einmal so, dass Politik von Menschen gemacht worden ist, die ehrbar und glaubwürdig waren. Die zwar, ja okay, vielleicht ein bisschen aufgrund der Macht an Glaubwürdigkeit verloren haben, aber das, was momentan passiert, das ist echt der Wahnsinn. Umso lauter wenn man schreit, umso lauter wenn man lügt, umso mehr man die Wahrheit verbirgt, umso mehr Stimmen und Rückhalt von den Leuten scheint man zu kriegen. Daraus lernt man muss nur lernen, dass sich die Balken biegen. Schauen wir in unser geliebtes Urlaubsland, die Türkei. Da diktiert sich der Erdogan ein neues Osmanisches Reich herbei. In Frankreich gibt die Marine Le Pen so richtig Gas. Wie erschreckend ist denn das? In England meint man, die Zeiten, wo man als Seemacht Königreich wurde durch die eigene Macht superreich. Die Zeiten, die heben wir gleich gern wieder, wenn man schimpft die EU laut nieder. Darum hat man für den Brexit gestimmt. In dem Wahlkampf hat das Mehrer auf keiner von beiden Seiten gestimmt. Den Gipfel, den hat dann der Donald abgeschossen. Der hat sich in den letzten Monaten nicht mit Rum begossen. Und nachdem der Wulli ist dann an der Macht, er genauso darf weitermacht. Da werden dann Fakten, die es nicht gibt, als alternativ bezeichnet. Schick. Und auch bei uns, da haben die wo das rechte Hand liegt, auch schon fleißig am Lernen. Ich finde das verrückt. Und bevor jetzt alle schreien, nein, die AfD und so weiter, das war gar nicht so. Jo, ich finde das ist schon so. Das Schlimme ist, wenn man sich öffentlich verheult, wie ein Elefant, der in ein Porzellangeschäft einfällt, dann sagt, naja, das war ja gar nicht so gemeint, so haben wir das ja gar nicht gesagt. Nein, so einen Scheißdreck haben wir doch schon alles gehabt. Wenn man nicht so ist, wie alle sagen, dann soll man das auch belegen. Und da soll man sich schon blocken. Reine Machtgeilheit und Hetzerei, die bringen uns ganz schnell wieder schlechte Zeiten herbei. Und wir alle, liebe Leute. Es ist klar, dass uns die etablierte Politik nicht befreit. Aber vor den Karren sparen lassen, vor den Karren derer, die nur schimpfen, pulvern und hassen, das war doch alles schon mal da. Und ich bin der Meinung, dass es vorbei ist gut so. Selber aktiv werden, kurz da anpacken und nicht einfach alles, was man hat, zusammenhacken. Das kann die Lösung sein, aber nicht, wenn sich mit Eitelkeit und Zorn mischt wieder Hass in unserer Gesellschaft ein. Aber weil von der Thematik, ich kriege einen Druck an den Hals und einen Gestarr an die Zunge, weil ich finde, das war jetzt sauber dumm, hebe ich mein Grub mit Jubilator und die Musik stimmt ab. Hetzerei gerade haben. Da ich jetzt ganz gerne mit euch über unser schönes Gemorre. Was bei uns in dem schönen Verkehr so abgeht, das ist, wie soll ich sagen, ab und zu ein bisschen unappetitlich. Da wird eine Bürgermeisterwahl jedes Mal zu einer Schlammschlacht. Da werden Leute beleidigt, bedroht, ausgebissen. Hey Leute, das ist beschissen. Wieso kann nicht einfach ein Bürgermeister gewählt werden wie woanders auch? Da werden 2, 3 Kandidaten aufgestellt und der, der die besseren Argumente hat, ja, weil der gewinnt halt. Aber bei uns war das irgendwie alle schon nicht möglich. Andere da sagen, wir haben unserer Zeit voraus. So gab es vor einem guten Jahr, Herr Schweiger, die Information, Sie werden nicht mehr in eine weitere Amtsperiode starten. Ja gut, nicht ganz freiwillig, okay, aber Sie machen das nicht. Warum sich das dann so dramatisch geändert hat, ist schwer zu sagen.
Aber ich habe verstanden, Sie sind noch nicht fertig. Fertig mit dem gemeindlichen Monopoly-Spiel. Bauen, bauen, am besten oft, am besten will. Vielleicht hat aber die gemeindliche CSU auch festgestellt, dass es einfacher ist, in der eigenen Suppe zu rühren, bevor man eine neue probiert. Ich weiß es nämlich. Weil dann hat sich herauskristallisiert, es gibt eine SPD-Kandidatin. Ja, ihr habt es richtig gehört. Eine SPD-Kandidatin ist ins Rennen um den Gemeindethron eingegangen. Ja, dass das schief geht, in der Kirche war ja klar. Nicht nur wegen der falschen Farbe, sondern auch weil die dummerweise in Ohrblick kommt. Und weil es scheinbar auch nicht ganz so genau genommen hat mit dem Arbeitsrecht wie der neue Messias aus der SPD, ist es vielleicht auch gescheiter, das zurückzumachen. Aber spätestens nach dem Kandidaten Kannegieser, der zwar seit 30 Jahren in der Gemeinde tätig ist, aber trotzdem Auswärtiger ist, spätestens seitdem ist klar gewesen, das wird eh nichts. Aber da war ja nur der vielversprechende Kandidat, dritter Bürgermeister Martin Oswald, der gegen den dann doch wieder antretenden Herrn Schweiger wieder ins Rennen geschickt werden sollte. Wo der dann in der CSU-Aufstellungsversammlung auch noch erschienen ist, hat so mancher den Glauben an die christlich-soziale Ordnung verloren. Martin, da kommt man nicht und will was werden. Du wirst eingeboren oder ernannt. Pervers war halt dann, dass der sogar eine Stimme gekriegt hat. Und zwar immerhin ein Viertel der anwesenden Parteimitglieder haben ihn auf den Zettel gehabt. Von dem hat dann irgendwer irgendwo Muffensausen gekriegt, oder? Man hat es geschafft, den irgendwie mit so nicht ganz sauberen Aktionen auszubeißen. Somit war dann der Weg frei, dass im Verkirchener Kreml-Wahlkampf nur ein Kandidat frei bleibt. Der mit der richtigen Farbe. Herr Schweiger. Da ist er, ja. Herr Schweiger, ich gehe jetzt einmal davon aus, ich gehe nicht davon aus, dass Sie dafür sind, dass so Wahlkampf geführt wird. Aber verhindert haben Sie es halt auch nicht. Sie haben sich kürzlich zu diesem Thema geäußert, Herr Schweiger, und ich habe mir dann auch meine Gedanken gemacht. Ich gebe Ihnen recht, dass man, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, eine dicke Haut schaffen muss. Und dass so manches mehr gefallen lassen muss, wie der normale Bürger. Aber dieser Lag langt mir nicht. Vom amtierenden Bürgermeister erwarte ich eine klare Kante, dass keiner, auch nicht der dritte Bürgermeister in Personalunion mit dem eigenen Gegenkandidaten, mit nächtlichen Telefonanrufen und Ähnlichem angegangen wird. Und diese klare Kante, Herr Schweiger, den Schuh müssen Sie noch nutzen, die ist nicht gekommen. Bei Erna hat keiner telefonische nächtliche Drohanrufe gemacht. Die glaube ich gleich. Weil die Anrufe kamen ja wahrscheinlich nicht aus dem Oswald seiner Partei. In einem Interview haben sie gesagt, der Wahlkampf soll fair und sauber sein, war der aber schon demontiert. Leid. Ich bin nicht bei Martin, da waren wir ins Telefon gegangen. Daher war ich ja nicht dabei. Aber wenn jemand wegen sowas einen Rückzieher machen muss, dann bin ich der Meinung, haben wir schon ganz schön weit unten angekommen in der Anstandsskala. Aber weiter oben geht alle noch. Da steht dann auf einmal die Grüne Marie jede Woche in Naring, weil da konnte man ja einen kommunalpolitisch aufstrebenden Gast erwischen. Hat man zwar nicht, aber über den Zeitraum von 6 Wochen genug andere nicht. Kurioserweise gesehen worden. Nicht einmal, was wir hinten eingebrochen haben. Gut. Im Sinne der Demokratie, hat er gesagt, ist dann für unsere Gemeinde, der Schaberl-Hans hat sich entschlossen, zur Verfügung zu stehen. Von Ihnen, Herr Schaberl. Von Ihnen, Herr Schaberl, kam zumindest diese klare Kante. Aber das passiert auch. Von Ihnen, Herr Schaberl, kam zumindest die klare Kante, dass sowas gar nicht geht. Ich kann nur hoffen, dass, falls Sie sich morgen durchsetzen sollten, der Wille und das Ziel der farbenübergreifenden Kommunikation wirklich auch durchgezogen wird.
Aber nein, der Hans hat ja gesagt, wenn einer ein Problem hat, dann kann er kommen und in einem 3-Augen-Gespräch wird dann alles geklärt. Liebe Leute, lasst uns mal einen Wahlkampf mit einer demokratischen Wahl beenden. Mit einer demokratischen Wahl, Entschuldigung. Mit einer demokratischen Wahl beenden. Und dann den, der die meisten Stimmen kriegt, als Bürgermeister einfach annehmen. Eine Bitte habe ich, liebe Leute. In Zukunft sollte unsere schöne Gemeinde nicht durch schändliche Wahlkämpfe Presseartikel erhalten, sondern dadurch, dass unser Heimat zu den schönsten und lebenswertesten Fleckerl kehrt, die unser Land zu bieten. Die Musik spielt uns jetzt ein Prosit an. Die ist die Melodie der Hoffnung ist schon. Prost beieinander, liebe Leute, huckt's beieinander und habt's erfreut. Was ja absolut kurios ist, gell? Wir müssen ein paar zum Wissen, sollen wir Werbung machen? Kein Problem. Was ja absolut kurios ist, dass in der Kirchscheibe jetzt ganz komische Gestalten unterwegs sind, gell? Teilt der Bürgermeisterkandidat ganz unbedarft seine Wahlzettel mit Leistungsvergleich aus. Und dann kommt da vor mir einer und macht eine Kontrollette. Der möchte gern Ostsee-Polizist in Zivil hat ja echt an Hans den Ausweis unter die Nase gehalten und eine Personenkontrolle durchgeführt. Da war ich gern dabei gewesen. Es ist so weit gegangen, dass der Hans daheim seinen Ausweis geholt hat, aber der Pseudo-Stasi-Agent war dann schon weg. Komisch. Habt ihr einen ostdeutschen Praktikanten im Rathaus? Willst du in diesen Tagen spazieren gehen, musst du haben einen Ausweis stets zur Hand, weil gleich kommt einer angerannt. Ob echt, ob falsch ist eigentlich wurscht, das war ein Depp und ich hab Durst. Aber nicht nur die Kandidaten kriegen regelmäßig Besuch, auch die Burschen, es ist ein Fluch. Auch beim Mönch kam so mancher vorbei, aber nicht zur Beichterei. Leid! So eine Fastenpredigt, so doch erfreut, so doch sei erfreut. Auch wenn bleckt wird einmal ein bisschen laut, der Bleckte meistens gar nichts wieder schaut. Der Herr Richter hat es auf den Punkt gebracht. Ganz fein. Das Schlimme wird sein, wenn man nicht wird erwähnt und oben gesungen wird, dann war doch das mehr verkehrt. Also es muss einmal was wurscht sein können. Und darum werden wir jetzt unser Krieger nehmen. Schwarzmann nicht beleidigt ist, weil ihr an das Zitat geglaubt habt. Goldgräberstimmung hat sich vor ein paar Jahren in der Gemeinde gemacht. Goldgräberstimmung hat sich vor ein paar Jahren in der Gemeinde gemacht. Wir werden ein Wasser finden, weil er gelacht. Da hätte man schon einen Fleckerl gehabt, aber irgendwie hat man sich dann doch verdammt. Der, wo das Fleckerl hat gehört, der Herr Schweiger, der war ein bisschen geschert. Also war es doch nichts. Ja, da schaut man sich halt ganz geschwind um bei den Fleckerl um und um.
Da waren wir dann auf dem kurzen Dienstweg, wie man hört, ganz schnell findig, so wie es sich gehört. Aber dass da gerade feuchter Batz zum Winden war, nicht mal mehr Holz auf dem Fleckerl war da, das war schon eher nicht der Plan. Ja mei, da leihen wir halt einen neuen an. Aber auch der Plan ging dann quasi nach hinten los, weil die Werte im Boden, die waren quasi bodenlos. Da muss man halt gerade ein paar Mal testen und dann schauen, ob sie im Winter nicht die Werte runterhauen. Ja, und da schau her, auf einmal kriegt man die Werte her. Gerade der ganze Plan war auch nicht viel wert. Irgendwas war da recht verkehrt. Weil die Bauern von rundherum fanden das ein bisschen dumm. Hätten sie doch Kackebeitel während die Kühe gebraucht. Ja, so Kackebeitel wie ich für meinen Bernhard, die für seine Frauen immer lassen. Hätten sie Kackebeitel während die Kühe braucht, damit das ganze Wasser nicht verjaucht. Also einen neuen Plan gemacht und Standort gesucht. Gerade, dass man vorsorglich hat, schon die Rohrverlegung bucht. Also das Rohr, das haben wir schon mal reingelegt, gerade dass der geplante Brunnen eben kein Tropfen Wasser bewegt. Der neue wurde dann gefunden in Aufhamend, weil neben den Puten hat das Nitrattestal grünes Licht gegeben. Also erweckt man da den Brunnen gleich zum Leben. Jetzt liegt halt das Rohr aber in Bärher drin. Also darf man jetzt ein Rohre legen üben, damit die Rohre nicht waren, ohne Grund und ohne Sinn, grabt man sich jetzt vor Aufhang doch Bärher hin. Die Bäume, die im Weg haben, die barscht der. Nein, die nehmen wir auch noch her. Gerade, dass da ein paar schwarze Bäume im Weg rumstehen. Ja, dann müssen wir halt ein paar Meter weiter drin durch den Salz durchgehen. Und schon bleiben die schwarzen Bäume dann stehen. Also, jetzt ist alles gut. Man zwar nicht die kürzeste Leitung haben tut, aber mei, der Halten ist ja nicht so tragisch, was macht das schon? Wer grabt den kürzesten Weg auf? Wenn wir von Aufham nach Bärher und dann auf Wegkirchkram kommen. Lange Rohre sind schon toll, auch wenn sie sind mit Wasser voll. Die Gmoor mit dem längsten Rohr, die haben mir und da drauf trinke ich jetzt ein Bier. Durchgeplante und perfekt organisierte Bauten, da glänzt man im Verkehr gern. Vor ein paar Jahren, vage kann man sich noch daran erinnern, ob man eine neue Turnhalle braucht. Naja, ob man es braucht, darüber ist lang gestritten worden, aber auf einmal war dann die neue Turnhalle ein Schnapperl. Schön war ein Diskurs. Damals war ja nicht absehbar, dass für das Schulzentrum eine Mensa braucht wird. Dann habe ich da was falsch verstanden. Herr Schweiger, Sie haben sich vor kurzem öffentlich wie folgt geäußert, ich zitiere. Der hätte schon vor 5 Jahren gemeint, dass wir in der Kirche sowas wie eine Mensa brauchen werden. Also was ich da klingen gehört habe, hat man sich das damals schon ziemlich konkret gedacht. Komisch, gell? Kann es sein, dass die Turnhalle damals nicht so leicht zum Schnapper gemacht werden hätte können, wenn damals die Mensa in der Rechnung drin gewesen wäre? Aber ich wollte nicht. Jetzt, wo die Fahrt Drucker ist, wird die Mensa quasi unumgänglich für lächerliche 2 bis 18 Millionen gebaut. Schlecht ist, wer Schlechtes denkt. Aber das war ja Ausnahme. Das war eine totale Ausnahme in unserer weitsichtigen und ressourcenschonenden Bauplanung. Weil alle Baumaßnahmen in den letzten Jahren waren total sinnvoll. Die waren voll im Plan, gell? Das Rathaus, der Kindergarten, die Mirschbacher Straße, alles im Plan. Apropos Mirschbacher Straße, Herr Schweiger, haben Sie jetzt schon mal mittlerweile mit einem Lastwagen da rumgefahren und gesehen? Glaubt mir's, das wird in Zukunft nicht viel Bilder in Westerham, wenn das neue Einkaufszentrum kommt.
Aber eins ist übrigens ausreichend vorhanden bei dem neuen Einkaufszentrum: Parkplätze. Weil schließlich können die Leute drüben am Parkplatz vom leeren Lidl-Markt parken. Jetzt ist es aber, das muss man jetzt ganz ehrlicherweise schon sagen, das Lieblingsprojekt von beiden Wahlkämpfern. Gell? Der eine sagt, heutzutage muss man den Bürgern vielfältige Einkaufsmöglichkeiten bieten. Eine Ortschaft wie Westerham kann nicht mit einem Kramerlohn versorgt werden. Die werden auch recht. Der andere sagt, mit Nahversorgung hat das nichts zum Tor, weil er trotzdem jeder mit dem Auto hinfährt. Auch richtig. Wie du das machst, machst du es verkehrt. Jetzt habe ich da meine eigene Theorie. In Bruckmühl haut das Ding rein wie ein Zaun. Zugetut, es rührt sich was und der grüne Pflege im Herzen von Bruckmühl, oh mein Gott, den hat man schon vergessen, gell, Richter? Dann muss doch das bei uns auch gehen, oder? Jetzt ist aber Westerham halt nicht Bruckmühl. Und auch bei Erne, Herr Richter, muss man sich wahrscheinlich konfrontieren lassen damit, wie es sein kann, dass vis-à-vis das halbe Arkadenhaus leer ist und trotzdem der Einkaufsfreizeitpark so dasteht, wie er da steht. Aber der Herr Richter sagt halt einfach, weil es hinhaut. In Westerham wird jetzt ewig diskutiert, ob man zu den zwei Tengelmänner und dem Netto noch ein Einkaufszentrum in diesen Dimensionen braucht. Bis dann wahrscheinlich so weit ist, dass das Zentrum in Weyern entsteht und in Westerham wieder keiner einkaufen kann. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass einfach nicht nur Möglichkeiten da waren, in sich zu gehen. Und am besten kann man ja bekanntlich nachdenken, wenn man in Bewegung ist. Gell? Herr Schweiger, Sie hätten vielleicht öfter den Weg der Sinne bestreiten sollen mit Ihrer Rede. Für die genau. Für die was nicht wissen, der Weg der Sinne ist der Kreuzweg auf Hero. Mit so gut 17.000 Euro ist die morsche Treppe durch einen sinnlichen, den Berg hinauf geschwungenen Pfad abgelöst worden. Der wird also bald nicht mehr marot sein, weil was man gehört hat, ist der ganz schön zart. Quasi eine schwarze Piste. Aber Abhilfe wird schon geschafft. Für weitere 12.000 Euro ist er dann auch irgendwann einmal begehbar. Dann kann man mit den Räten da aufbetten und das stellen wir wirklich herrlich vor. Der ganze Gemeinderat bettet da auf und diskutiert, ja schön. Jetzt ist aber halt die Frage, wer latscht dann da mit dem Gemeinderat auf, gell? Ich? Nein, ich nix Bürgermeister. Haben Sie da schon einen Plan, Herr Schweiger? Der Schaberl hat ihm ist das wurscht, der fährt da mit dem E-Bike auf. Den Kreuzweg auf und kann nicht mehr vor lauter Schnauf. Die Kehren, die haben gar so steil, die Knie quietschen und der Blick, der ist gequält. Hauptsache ist der Weg der Sinne, der gefällt. Wenn man sich nicht schinden mag, dann ist heute der gerechte Tag. Wir trinken jetzt einen Schluck miteinander, geht's weiter, jetzt den Grund zur Hand, die Musik spielt ein Prosito und wir saugen sauber an unserem Krügel. Baut werden ja wirklich gern. Baut werden ja einfach gern. Ich zitiere wieder. In den letzten 12 Jahren prägend waren die eklatanten Baumaßnahmen, die ich vor Amtsbeginn gar nicht abschätzen konnte, dass sie auch nicht zukommen würden. Aber Spaß haben sie doch gemacht, gell? Auch wenn sie nicht eklatant waren. Entschuldigung.
Der Konkurrent, der Hans, hat aber auch gleich ein Zitat nachgeschossen zu dem Thema. Wenn ich am Berghotel umstehe und da oben schaue, dann werde ich schon ein bisschen was gerät sehen zwischen unseren Ortschaften. Irgendwo zwischendrin wird die Zukunft liegen. Ich frage mich an dir, muss bei uns bloß alles extra teuer werden? Es wird der Bau am Kapellenbach mal schnell um 12% Preissteigerung nach oben korrigiert. Beim Rathaus ist man auch mit nach oben korrigieren gar nicht fertig geworden und bei der Turnhalle möchte ich gar nicht mehr anfangen. Jetzt redet sie es alle von sozial verträglichem Wohnungsbau. Naja, wie genau 300.000 € für eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sozial verträglich ist, das frage ich mich jetzt schon. Das muss bei uns Architekten kassieren, aber da wird anders sozialer Wohnraum geschaffen. Hauptsache der Rubel rollt, auch wenn der Bürger rollt. Bauwert Stor um Stor, das tut er gern, der Chef von unserer Gemeinde. Aber ja, auch in Zukunft wird die Bauerei ein Thema in Feldkirchen sein. Ganz wurscht, wer von euch zwei schafft in Zukunft auch in unserer Gemeinde. Aber der hat's mir einen gefallen. Denkt's dran, es muss auch einer zahlen. Ich bin jetzt mein Krügel auf, die muss ich spielen, der Prosit drauf. Apropos sozial verträglich. Da braucht sich nicht so schnell hinhucken. Aber das ist schön, da sieht man mal, hat man eine junge Musi neben sich, gell, die zackig, hinhucken, gleich aufstehen, super. Perfekt. Die heißt dreimal so wohl wie die anderen. Applaus für die Musik. Und alle so fest, da werden wir gleich warm da herum. Naja, wo war jetzt? Apropos sozial verträglich. Ganz wurscht, wo man heutzutage hinschaut, sozial verträglich heißt es. Dabei ist meistens genau das Gegenteil. In Amerika predigt der Donald Duck, der die Politik fürs Volk macht. Ja, manche haben es mitgekriegt. Aber ich darf das jetzt nicht so sagen, dass der die Volk fürs Politik für die Volk macht, fürs Volk macht. Das, was der da oben brennt in den letzten paar Wochen, das hat einen neuen Begriff geprägt. Alternative Fakten. Ja, alternative Fakten gibt es auch bei uns des Öfteren. Wahrscheinlich wird die neue Sperrzeitenregelung und das Erreichen derselbigen auch bald mit zahlreichen alternativen Fakten untermauert. So hat man das jetzt endlich durchgebracht, wogegen man sich jahrelang gewehrt hat. Glückwunsch, Herr Schweiger, da habt ihr mal was für Leid gemacht. Aber heute redet ihr jetzt falsch. Irgendwie hat sich doch da der Rat gegen den Rat des Chefs durchgesetzt, oder? Sogar aus der eigenen Mannschaft hat man sich für eine Änderung der Regelung ausgesprochen. Aber wer dafür war oder wer dagegen, ist ja vollkommen wurscht. Das wird auf jeden Fall als Erfolg gewertet. Das ist so kurz vor der Bürgermeisterwahl. Toll. Ein Schelm, der böses Ding. Das Sperrzeitenproblem ist im Bruckmühl gar keins, gell, Herr Richter? Weil Sie haben jetzt eine Disco. Die hat bis um 6 Uhr in der Früh auf und dann kannst das geht bis zur Unkenntlichkeit. Wenigstens wird da mittlerweile nicht mehr so viel Kraft. Aber Herr Richter, vielleicht sollten Sie im Umkreis von 1 Kilometer zu dieser Örtlichkeit Auswurfeimer platzieren. Wo die heimgehenden Gäste zivilisiert speien können. Dann brauchen Sie mich nicht auf den Gehsteig speien. Samstagmorgen, Bruckmühler Hindernislauf. Lebende Hindernisse in Form von auf dem Gehweg schlafenden Betrunkenen und hinterfotzige Kotzeheifer. Ja, da braucht es ja nicht lachen. Ich bin mit meinem Bernhard da schon des Öfteren.
angerufen, weil einer da geschlafen hat und nicht mehr gewusst hat, wie er heißt. 6 in der Früh, 3 Grad. Der Bernhard, die wollte noch bisseln, aber das nicht, der hat schon genug. Ja, der Sanker hat dann angebracht. Ja, so ist das. Also, das ist ein Bangerl. Andere haben ja irgendwo dieses Busbangerl und wir brauchen halt das Schneidbangerl oder so. Eine Möglichkeit. Weil viele Dinge kann man so ganz einfach nicht verstehen. Aber darum ist es ja gut, dass wir heute beieinander sind. Gell? Ich finde es ja total bärig, dass zum Beispiel der Schulstandort in Herath erhalten werden kann. Aber manche Sachen kapiere ich halt einfach nicht. So habe ich gehört, dass zukünftig auch ähnliche verkirchende Kinder in Herath in die Schule gedärft werden. Da ist halt nur mal wieder der Schwanz vor der Katze gemacht worden. Weil die Kinder müssen ja da auch hinkommen. Was man so hört, sollen jetzt die in Feldkirchen am Schulzentrum in den Schulbus einsteigen und dann mit selbigen die Reise nach Herath antreten. Ja, das macht Sinn, dass man die Kinder erst an die eine Schule hinbringt und dann mit dem Bus zur anderen Schule zum Fahren. Wir müssen die Kinder minimal 1 Stunde vor Schulbeginn aus dem Haus, damit sie rechtzeitig von Feldkirchen auf Herath kommen. Das macht Sinn, definitiv. Aber gut, was alles keinen Sinn macht, gell? Das kann man ja am Räteinformationssystem erkennen. Da hat ja jeder Gemeinderat die Möglichkeit gehabt, ein Tablett zu kriegen. Frage an den Herrn Zistel mit den zierlichen Händen. Hat es das ein groß gegeben? Nein, Spaß beiseite. Es ist ja absolut sinnvoll und wichtig, dass das Mitglied des Gemeinderats jederzeit Zugriff auf relevante Fakten, Zahlen und Daten hat. Bin ich total dafür. Jetzt haben wir halt gerade wieder ein Problem, gell? Denn schon die Gemeinderatsmitglieder, die jahrelang im EDV-Business waren, mit dem System nicht klarkommen, wir sind es dann die anderen. Hier haben wir es ja, das Riss. Gerade die Sucherei ist ein rechtes Geschiss. Suchen, das tut auch noch gehen. Wenn man wissen, wie das gesuchte Daten in die Akten stehen. Wieder die Katz wurde nach dem Schwanz gemacht, so mancher hat beim Suchen geflucht statt gelacht. Ein System, wie die Sachen gespeichert werden sollen, und schon hat keiner mehr grollen. Schräg, gell? Dann bei der Diskussion ist dann auch noch die Idee aufgekommen, dass man den ganzen Gemorbrief in einem Archiv aufhalten sollte. Wo man dann nachbladeln kann, 21 Jahre oder so. Da hat dann der Herr Schweiger Bedenken geäußert zwecks Datenschutz. Aber ich glaube, Herr Schweiger, Sie wollten bloß nicht, dass man sich in 20 Jahren noch die ganzen Pudel anschauen kann. So, liebe Leute, zum Schluss möchte ich die Mama Bavaria beim Orden noch nehmen. Jeder tut einen Trump seinen Lieblingsspruch gut kennen. Ich würde sagen, wir sollten uns klar machen, dass es schöner ist, miteinander zu lachen. Dass wir alle haben nur eine Heimat. Ja, und die soll ja auch bleiben gut und schön. Dass unser Heimat aber bleibt heimatlich und liebenswert, dafür an selbiger öfter gearbeitet gehört. Das nur geht gemeinsam und an einem Strick müsst ihr ziehen. Der zeigt noch nicht gegenseitig abelieren. Heimat first, das war mein Wunsch und das bedingungslos. Es habt alle das Herz am rechten Fleck und groß. Der statt Strein, zusammen dort, immer wieder mal. Und morgen, bei der großen Wahl, soll da jeder sein Kreuzerl machen, wo er meint, dass der es mit der Heimat am besten meint, der soll dann das auch tun, voll und bestimmt. Ich sag, vergelt's gut fürs Zuhören, Klatschen und Lachen. Ich hoffe, keiner tut jetzt wieder ins Gesicht mehr machen. Der Blecker kann man nur den, der viel macht.
Und wer weiß, vielleicht auch irgendwann einmal die andere Seite lacht. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Durst und mir ist genau wie euch meine Heimat nicht wurscht. Dankeschön.